Servus, Glück auf und herzlich willkommen. Ja, zur kleinen Reaction zum DFB-Pokal aus gegen Freiburg. Ich bin sehr gespannt, was unser Trainer zu sagen hat. Vielleicht weiß ich dann auch eher, ob ich mehr enttäuschter sein soll oder trauriger oder wie auch immer. Wir schauen mal, wie er es einordnet. Bin gespannt. Sehr laut. Servus, hallo, herzlich willkommen zur abschließenden Pressekonferenz nach dem Viertelfinale im DFB-Pokal zwischen dem FC Bayern München und SC Freiburg. Den beiden Cheftrainern Christian Streich und Thomas Tuchel. Christian, herzlich willkommen. Ja, danke schön. Glückwunsch zum Sieg. Wie hast du das Spiel gesehen? Ja, danke. Wir haben lange überlegt, was man machen solle, wie man der Bayern begegnen solle taktisch, und dann haben wir uns dafür entschieden, fürs 4-4-2. Ich finde, die Mannschaft hat viele Dinge dann gegen den Ball gut gemacht. Wir haben es der Bayern schwer gemacht. Zweite Halbzeit war natürlich fast wie im Handball. Aber trotzdem hatten wir gute Abstände zueinander. Und so konnte man dann, wenn mal einer ausgespielt war, konnte ein anderer helfen. Du brauchst auch ein bisschen Glück, wobei beim Gegentor hatten wir Pech. Das ist natürlich mit beide Hände auf der Schulter von Maxi Eggestein. Dann kommt er hoch, Upamecano, und Maxi ist unten. Das ist natürlich kein reguläres Tor. Da hatten wir Pech. Aber dann brauchen wir halt diesen Moment vom Chico beim Tor, und so können wir dann mal in München gewinnen. Ich habe jetzt schon so oft in München verloren. Es soll uns jetzt auch mal gegönnt sein, dass wir mal einmal gewinnen, in 15 Jahren oder so. Dankeschön. Vielen Dank, Thomas. Von deiner Seite, wie hast du das Spiel gesehen? Ja, Glückwunsch an Freiburg zum Sieg. Bitterer Abend natürlich für uns. Ausscheiden im Heimspiel, K.O.-Spiel im Viertelfinale. Sehr bitter. Mit 2 Fernschüssen, einer in den Winkel und einer an die Hände von Jamal, kassieren wir 2 Tore. Wir hatten gute Phasen, wir hatten im Gegensatz noch zum letzten Spiel viele hohe Balleroberungen, waren sehr dominant, waren im Spielaufbau und im Mittelfeld nicht so fehlerbehaftet wie noch zuletzt. Aber im letzten Drittel natürlich Freiburg tief verteidigt dann auch und eng verteidigt mit vielen Abständen, haben wir viele Fehler gemacht. Bisschen zu viele Fehler, und wenn das Momentum da war, konnten wir es nicht halten, um dann den entscheidenden Treffer dann für uns zu erzwingen. Ich glaube, dass wir in den Flugbällen insgesamt, in vielen Flugbällen im Duell, in der Positionierung, wie wir unseren Körper reinstellen, wie wir uns da verhalten und so weiter, besser werden können, besser werden müssen. Auch vorm zweiten Tor geben wir erst einen ganz leichten Freistoß her, was absolut unnötig ist, so kurz vor Schluss, und dann in der letzten Minute im 16er 2 Kopfballduelle zu verlieren und noch den dritten Ball zum Schuss nicht dran zu sein. Das ist dann in der Summe ein bisschen zu viel. Ja. Ich will jetzt nicht voreilig voreilige Schlüsse ziehen, weil das Spiel, ich weiß jetzt nicht, ob das einen Sieg hergibt, das kann im Fußball immer passieren. Aber okay, das ist ein bitterer Abend für uns. Das Spiel den Sieg hergibt, ja. Tja, ich bin bei ihm, Alter. Ich hab's schon gesagt, ey. Wie er sagt, 2 Fernschüsse, einer geht im Winkel, der andere an die Hand, und bist ausgeschieden. Aber ja, am Ende ist Fußball Ergebnissport. Und wenn du, wie er auch richtig sagt, vorne im letzten Drittel halt einfach keine Ideen hast, ja, die wir nun mal nicht hatten. Wir hatten keine glasklaren Torchancen. Punkt. Ja. Lass es hochkommen auf eine. Ja, und beim Tor vom Opa haben wir auch ein bisschen Glück gehabt mit dem Aufstützen, so. Also, ja, was dann? Ja. Also, das ist dann auch einfach zu wenig für ein K.O.-Spiel im Heimspiel. Im DFB-Pokal, Viertelfinale. Muss man halt auch so sagen, ja. Bin gespannt, welche Schlüsse daraus gezogen werden. Ich meine, wir spielen Samstag gegen denselben Gegner, also von daher bin ich sehr gespannt, ob da irgendwie was anders laufen wird oder nicht. So, gucken wir mal, was wir jetzt für Knallerfragen von den Journalisten
hören dürfen. Sei Freiburg gegönnt, wie der Christian Streich das sagte, weiß ich nicht. Ja, mit einer anderen Art und Weise von Fußball hätte ich es Freiburg mit Sicherheit gegönnt, wenn sie irgendwie die bessere Mannschaft gewesen wären oder irgendwie Torchancen sich erspielt hätten oder sowas. Bin ich der Letzte, der das den Gegner nicht gönnt, wenn er besser ist. Aber dieses Fußball verweigern irgendwie, was viele Mannschaften gegen uns spielen, bin ich ganz ehrlich, dann gönne ich den Gegnern das auch nicht. Ja. Und das war heute so ein Ding. Wir stehen mit 10 Mann hinten drinne über gefühlt 80 Minuten und haben Glück mit 2 Fernschüssen. Wo wir natürlich auch selber schuld sind. Beim ersten, der King, dass er den da so komisch klärt, wie es Tuchel gerade gesagt hat, beim zweiten, wenn du da die Kopfballduelle nicht gewinnst und nicht die zweiten Bälle da wegmachst. Und das in der letzten Minute war. Da muss man sich dann halt einfach auch ein bisschen schlauer anstellen. Ja. Erste Frage gleich an Tobi Altscheffel von der Sportbild, bitte. Frage an beide Trainer. Herr Streich, war das vielleicht Ihr größter Sieg mit Freiburg und warum haben Sie nach dem Schlusspfiff nicht gejubelt? Und Herr Tuchel, Sie haben bei der Eröffnungs-PK gesagt, Sie sehen diese 3 Titel-Chance eigentlich wie ein Stürmer, der vor dem Tor steht und eine Chance verwandeln kann. Wie fühlt es sich jetzt an, diese Vorlage, eine Vorlage nicht verwandelt zu haben? Es fühlt sich super an. Der Tuchel freut sich natürlich, dass er ausgeschieden ist. Was eine beknackte Frage. Dann eben nicht mehr die Chance auf 3 mögliche Titel, die er bitter. Bitter. Natürlich, hat ein Heimspiel, ein Pokal. Ansprüche sind ganz klar formuliert, hat auch keine Angst davor, ist doch klar. Wir sind Sportler genug, um zu wissen, dass die Dinge alle gespielt werden müssen. Wir sind Sportler genug, um zu wissen, wie viel dass du Spielglück brauchst, dass du Top-Leistung brauchst Momentum, du brauchst die Kleinigkeiten, um Fußballspiele zu gewinnen. Das ist keine Selbstverständlichkeit, auch wenn es manchmal so angesehen wird von außen oder so erwartet wird. Und deshalb gehört es leider für uns heute dazu, zu gratulieren, zu akzeptieren und im Pokalspiel hast du keine Chance, das so gut zu machen. Das macht es umso bitterer. Trotzdem gilt es uns vorzubereiten für Samstag. Wir haben ein extrem enges Titelrennen in der Bundesliga und müssen versuchen nachzulegen. Nee, es ist was Besonderes, habe ich ja gesagt, weil viele Spieler sind ja auch schon so lange dabei wie ich fast. Und wir waren in der Jugend schon zusammen, Christian Günther, Chico Höfler. Der Matze Ginter hat ja schon 2-3 Mal gewonnen, aber wir haben einfach hier noch nie gewonnen. Und ich meine, wie sollst du gegen diese Mannschaft auch gewinnen? Da muss ja alles zusammenkommen. Wenn du gesehen hast, wer da auf dem Platz steht, mit welcher Qualität und wer dann reinkommt, da kannst du ja nur so gewinnen, wie wir heute gewonnen haben. Aber wir haben nicht nur Glück gehabt, sondern wenn ich gesehen habe, was der Gregor gearbeitet hat, was der Luki Höhler, er wurde in der zweiten Halbzeit, musste man öfters gefoult werden, weil wir uns durchgesetzt haben. Da haben wir Freistöße gekriegt. Die Mannschaft hat schon vieles ganz toll gemacht und dann brauchst du das nötige Glück, sonst kannst du ja gar nicht gewinnen in München. Das hatten wir heute, aber wir hatten schon andere tolle Siege. Gejubelt? Ich habe schon gejubelt, aber ich habe nur eine Tent hochgerissen. Habe mich schon gefreut. Dann Mario Krischl vom Kicker, bitte. Auch eine Frage an beide Trainer. Herr Streich, wieso haben Sie sich relativ früh dafür entschieden, mit Vincenzo Grifo ja einen guten Standardschützen früh rauszunehmen? Und Herr Tuchel, was hat heute für Cancelo und gegen Davies gesprochen? Und in der 6. Minute hatte sich, glaube ich, Serge Gnabry schon mal warm gelaufen. Was war da los? Kingsley Coman King hat ein bisschen was gefühlt beim Warmmachen und ein bisschen müden Muskel gehabt und wusste nicht, ob er weiter zumacht oder ob es so bleibt. Deshalb haben wir Serge warm laufen lassen, weil wir nicht genau wussten, wie er reagiert. War aber nichts. Und was war die erste Frage? Ach so, wegen Joao. Wir haben ja, Alfonso kam als letzter zurück aus der Länderspielpause mit einer riesenlangen weiß auch nicht, was man sich da rechtfertigen muss. Also Cancelo hat ein super Spiel gemacht. Und
Ja, Davis war jetzt gegen Dortmund jetzt auch nicht so super auffällig, war. Also fühle ich nicht, dass man sich da irgendwie rechtfertigen muss. Flugreise und Jetlag und alles haben wir dann in dem Spiel gegen Dortmund durchgejagt und ein bisschen mit schlechtem Gewissen aufgestellt wegen der Belastung und haben jetzt eine kleine Vorsichtsmaßnahme getroffen und ihm die Pause gegönnt. Joao war fit, Joao war lange da im Training, hat es auch verdient zu spielen, aber es war eine kurze Pause für Alfonso. Der Vince hat hart gearbeitet, die 66, 68 Minuten. Das hat er gut gemacht. Ich war sehr zufrieden, weil er in den Spielen natürlich gegen solche Mannschaften, wo ich wenig Ballbesitz habe, ist nicht unbedingt im Vince sein Spiel. Er braucht da mal auch mehr Bälle und er hat leidenschaftlich verteidigt und dann ist der Roland reingekommen und der Roland hat Speed. Und der Roland hat es richtig gut gemacht, weil er immer probiert hat, auch wieder ohne Angst vor Pavard ins 1 gegen 1 zu gehen. Das hat er richtig gut gemacht und das wollte man dadurch. Klar, dann ist er halt nicht mehr auf dem Platz für die Standards. Aber der Luki hat ja den Elfmeter zum Glück verwandelt. Keine weiteren Handzeichen mehr. Eins noch hier vorne, bitte. Herr Tuchel, ist dieses 4-3-3 oder 4-2-3-1 gegen den Ball dann jetzt das System, das Sie in dieser Saison oder in der restlichen Saison spielen wollen? Und wie schwierig ist diese Operation am offenen Herzen quasi? Weil Sie haben kaum Zeit für Trainingseinheiten. Es ist merkbar, dass eine Verunsicherung da ist und die Abläufe vielleicht jetzt nicht so da sind. Und trotzdem muss man am Wochenende gegen Freiburg gewinnen und am besten nächste Woche gegen City auch ein gutes Ergebnis holen. Ja, versuchen wir. Aber das werde ich Ihnen zum einen nicht verraten. Das ist jetzt auch, glaube ich, es wäre jetzt, wollen jetzt auch nicht in voreilige Schlüsse ziehen und eine Systemfrage draus erstellen aus dem Spiel heute. Habe ich jetzt das Gefühl, es wäre die falsche Frage. Ich fand die Abläufe besser als gegen Dortmund teilweise. Ich fand die Abstände besser, fand die Fehlerquote niedriger im Spielaufbau und im Mitteldrittel. Aber klar, es war ein komplett anderes Spiel. Aber es war, also ich glaube, wenn wir einen Spielverlauf sehen und ein Spiel betrachten, können wir natürlich verlieren, weil es Fußball ist, weil Freiburg leidenschaftlich, sehr diszipliniert verteidigt hat und natürlich vorne mit einem Quäntchen Glück 2 Tore dann erzielt hat. Aber ich sehe jetzt keinen Grund, aufs System zu reduzieren und was wir die nächsten Wochen spielen. Es geht um Verhaltensweisen, Sie haben es ja selber gesagt. Trainingszeit haben wir nicht, das wussten wir vorher, deshalb machen wir weiter. Wir sind Sportler genug, keiner will es wahrhaben, keiner will daran denken. Ich einbegriffen, dass es dazugehört zu verlieren. Es ist jedes Mal super bitter aufs Neue, es zu akzeptieren. Es geht mir bei jeder einzelnen Niederlage so. Und es ist heute wieder so. Jetzt brauche ich eine Nacht, um drüber zu schlafen. Und dann bereiten wir uns ab morgen auf Samstag vor. Sehe ich keine weiteren Handzeichen mehr. Vielen Dank, schönen Abend, guten Nachhauseweg an die Gäste. Thomas, wir sehen uns. Ach, der Streich ist schon Experte, ne? Ja. Ich glaube, bitter passt eigentlich am besten, ne? Aber nochmal, man muss halt einfach zu Hause mehr wie ein Tor schießen. Oder wenn man das dann schon irgendwie nicht hinkriegt, ja, dann in den letzten Minuten vor der Verlängerung auf jeden Fall ein bisschen schlauer agieren. Ja. Da hinten drinnen. Naja, gut. Wie der Tuchel es sagt, so ist Fußball, ist bitter. Und Samstag gibt's eine neue Chance. Obwohl das natürlich heute schon bitter ist. Ja. Aber so ist Fußball. Leute, rot-weiße Grüße gehen raus. Bleibt gesund. Wir hören oder sehen ihr mich, wenn ihr Bock habt, Samstag wieder. Tschüssi.